Da die Eltern des Kindes in einem von Ostturkestans Umerziehungslager interniert wurden, erfror das verlassene Kind. Viele Eltern der Region wurden aus fadenscheinigen Gründen in Straflager gesteckt und hinterlassen obdachlose Waisenkinder. Die tyrannische Unterdrückung der Uiguren in Ostturkestan veranlasst Studenten der Atatürk-Universität sowie Nationalisten, eine Demonstration durchzuführen, die von etwa 5000 Besuchern unterstützt wurde. In China wurde der ehemalige Justizminister Ma Jian wegen Korruption zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Laut Anklage soll Jian nicht nur korrupt gewesen sein, sondern sich ebenfalls durch Weitergabe interner Details eine zusätzliche Einnahmequelle verschafft haben. Zu der Haftstrafe fordert das Gericht ebenso 50 Millionen Yuan Entschädigung. Der amerikanische Präsident Donald Trump erlässt ein Dekret, in welchem amerikanische Firmen aufgrund von nationalen Sicherheitsbedenken bestimmte Komponente von chinesischen Telekommunikationsfirmen wie Huawei und ZTE, die der Spionage beschuldigt werden, nur noch eingeschränkt erwerben können. Die Publikation des Dekrets wird im Dezember erwartet. Laut russischen Medien befürchtet Israel einen großen Krieg und bereitet sich dementsprechend vor. Nach dem Abzug der amerikanischen Truppen aus Syrien müsse Israel sich gezwungenermaßen gegen den Iran behaupten.